Keine Ahnung, was ihr von der Musik halten soll, Leute, aber ich finde, sie klingt richtig, richtig creepy. Hier bei Pokémon Sonne und Mond, wo Gladio bereits vorne steht bei, ja, ihr wisst schon, bei Bromley, dem Anführer von Team Skull, die irgendwie doch für die Aether Foundation arbeiten, die ganz seltsam und zumindest gesponsert werden. Team Skull, sponsored by Aether. Ja. Heutige Aufnahme ein bisschen spezieller für mich, weil jetzt 2 Folgen aufnehmen. Es werden vermutlich, oder ziemlich sicher jetzt 2 Folgen sein, die ich auf dem kleinen 3DS aufnehme. Künftig endlich auf dem 3DS XL. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und ja, legen direkt los. Vermutlich einen Kampf gegen Bomben, wenn ich es noch so richtig im Kopf habe. Da ich Sonne hier nochmal antreten werde. Und in 2, 3 Folgen. Übrigens, was ich noch gesehen habe bei Sonne, dass ich ja, weil es damals besser wusste, habe ich den Kampf gegen alle hier aufgenommen. Also in Sonne dann, wenn wir auch nochmal gegen die... Gut, es sind nur 2, es sind nur 2 Kämpfe, weil der will gar nicht fighten. Insofern geht es eigentlich noch. So, jetzt überlegen, er kämpft ja da mit den Käfern. Der eine ist ein bisschen scheiße, weil es ist ein Käferwasser, das Dingsbums da, diese Kakerlake in XXL-Form. Tektras, oder wie das Teil heißt. Ja, doof, Käferwasser. Ist relativ fix, das Kleine. Ich habe mit Salamander und Idefix ein Problem. Eisbrecher, ja, ist Kampf-Eis. Das kann so oder so ausgehen, indem man was noch für weitere Attacken hat. Quatschutsu, Unlicht nicht so geil. Kaipora, Pflanzengeist auch nicht so geil. Volt wäre eigentlich als Elektro-Pokémon noch cool. Und weil es auch Käfer ist, also. Aber, ja, keine Entwicklung und so, deswegen ein bisschen doof. Ich dachte mir, ich schicke erstmal Kaipora rein. Hofft, dass er noch meinen Z-Move einsetzen kann. Weil Schattenfesseln müssen trotzdem wehtun, vor allem kann er nicht auswählen. Aha. Dass ich entkommen kann, wa? Tektra switcht sowieso raus, wenn er unter die Hälfte ist. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen doof werden. Sonst hat es aber relativ viel Spezialverteidigung, obwohl Tektras gerade eher so physisch an, wa? Also der Kaipora so oder so ein bisschen doof. Beziehungsweise bringt hier jetzt nicht so viel. Quatschutsu ist natürlich fix unterwegs, gar kein Thema. Wenn ich da irgendwie in der Prio-Attacke kommen würde, wo natürlich Wasserschurken scheiße wäre, ihr müsst eher mit Nachthieb oder Aeroas, Nachthieb weil Stab, plus Volltrefferquote hoch, da trifft immer und ist sehr effektiv. Oder ich mache direkt Kehrtwende und gucke, was er macht. Ist auch eine Option, wa? Genau, Kehrtwende. Sonst irgendwie was zum Opfern reinschicken, also zumindest Idefix reinschicken mit Turbofelsen, mit einer Prio-Attacke haben, auch wieder Quatschutsu mit Nachthieb oder Aeroas. Man kann es zumindest auch Salamander erledigen, weil es auch relativ schnell ist, Feuerattacke. Müssen eigentlich ausreichen. Jo. Mal schauen. Ich bin kein bisschen stärker geworden. Scheiße. Waren all die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, umsonst. Einfach grinsen. Keine Erbarmen, keine Gnade, ich bin ein schlimmster Albtraum. Oh je, ich bin der große böse Bromley. Zum 3. Mal bereits. Dem Grundstoff der anderen Lektionenzahl, der so schnell nicht vergessen wird. Er ist zwar zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Tja, ich mochte den Burschen irgendwie, das habe ich ihm für uns arbeiten lassen. Aber als es an den Grenzen, sich gegen eine Familie aufzulehnen, ist einfach uncool. Schnauze. Also erst bist du dran. Du bist mir schon länger dort im Auge, wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Aber heute passt dir ein Dämpfer, ich bin Bromley. Ja, er ist Bromley. Das ist richtig Bromley. Das Rauschen auf den Kopfhörern. Skullboss Bromley. Ja, da kommt Tektas. Und da kommt Quatschutsu. Also gut, erstmal gucken, was er macht. Was? Er ist schneller? Er ist schneller als mein Quatschutsu? Okay. Und mich jetzt auch ein bisschen.
Ein Drittel etwa, wa? Zeigt das für mein Team einfach scheiße. Du kannst sagen, was du willst, ist aber so. So, ausweichen, mal gucken, was du kannst. Ich meine, du musst erstmal mit der effektiven angreifen, wa? Gut, Kampfattacke. Jetzt sind wir am Arsch. Ja, ist überhaupt doch eine Attacke, mit der irgendwie mich effektiv treffen kann. Alter. Wenn ich angreife, wa? Kann man sich irgendwie so vorstellen. Ja, er zieht sich zurück, Mann. Oh ne, schon ein Käferwasser. Und Bedroher, willst du mich verarschen? Meine Güte. Ich wollte gerade sagen, er hat eine hohe Spezialverteidigung in Kalpora. Alter, der macht mich hier platt. Aber sowas von. Alter, nein, da gibt's nichts. Ey, was ist hier los? Kann mir so ein Luftschnitt nicht so... Warum ist das Vieh so schnell? Ey, ich hatte im Fall bei Sonne bei weitem nicht so Probleme mit Bromley wie jetzt plötzlich. Das ist nicht zu fassen. Ich war ein bisschen vor in der Nuzlocke-Challenge, obwohl ich noch gar keine gemacht habe. Da hat es mir irgendwie bei Ultrason oder Ultramond das eine machen könnte, aber hier... Mann, dieser scheiß Luftschnitt, kann bitte mal daneben gehen, da keine 100%ige Volltrefferquote. Ah, Tinderputzer schneller war. Oh Mann, ey. Das erste, zweites Pokémon, Leute. Hat nicht mal das erste besiegt. Gut, Tick, das... Ja, das müsste Salamander eigentlich den Funkenflug hinkriegen. Wenn ich schneller bin, vorausgesetzt, ja. Maske Regen, bringt Fluch und Segen. Kommt gerade auch so vor. Eisner, nee, lass mal. Es müsste aber eigentlich reichen. Natürlich reicht's nicht. Nuzlocke gegen Bromley. Wir sind noch am Arsch. Er ist auch schon angeschlagen, aber ja, er ist der Einzige, der alles relativ gut tanken kann noch. So versuchen wir natürlich auch nicht viel, aber... Ne, es müsste trotzdem reichen. Gut. Oh, jetzt kommen wir Pinsir, ey. Ich brauch nie Ruhe vor diesen scheiß Käfern. Das ist unfucking fassbar. Aber ich hänge mal Beleber, dankeschön. Ja, ich muss ja noch ein paar zurückholen, das ist sonst ein bisschen zu doof, scheiße. Ein bisschen Salamander und Idefix, weil die können noch ein bisschen was machen gegen Käfer. Ja. So, erstmal wohl zum Opfern reinschicken. Klingt natürlich scheiße. Der Käferbus. Aber muss so sein. Jetzt, wenn das ein Nuzlocke wäre, wäre schon vorbei. Soll ich die Fix noch wiederbeleben, genau. Pinsir dürfte ja selbst nicht so schnell sein. Alter. Ich meine, im Vergleich zu Salamander und Idefix, so war es eigentlich gemeint. Da gibt's nichts!
Ja. Der Tiefschlag, ich weiß nicht, das könnte sein. Zum Glück kein Megapins. Da ist immer Megapins hervor. Funkenflug, ich meine, Funkenflug hat eine Base-Angriffskraft von 70. Klar, ist schwächer als ein Flammenwurf, ist mir auch klar, aber er hätte trotzdem eigentlich reichen müssen. Zumal es in einem anderen Team noch einen Spezialangriff hat und es doppelt effektiv ist, bloß Stab, also, hallo. So, Ariados ist sowieso ein Troll, der kann nix. Nee, komm. Dass der Tiefschlag hat, war noch zu erwarten. Der überlebt mit 1 KP. Hey, was ist hier los? Ist es die Rache des 3Ds, was ich gesagt habe? Ich zock künftig auf dem 3DS XL von wegen, ey Kleiner, du bist scheiße, ich zock künftig auf deinen großen Bruder. Oder wieder was? Mann, ich glaub das nicht. So, jetzt einfach eine Matschbombe. Können sie auch vergiften, wa? Dank Salamandra und Toxin wird sogar klappen. Oh. Was stimmt mit dir nicht? Warum kann ich dich nicht platt machen? Wäre es ein Nutzlock gewesen, hättest du es gemacht. Also insofern. Beschwer dich mal nicht, Alter. Problem, was steppst du denn da? Scheiße. Pah, aber keine Wahl. Na los, geh schon. In dem Zustand bist du wahnsinnig. Du hast Problem besiegt, Olga, Mann. Nur noch Samantha finden. Davor bin ich noch Heiden. In dem Zustand reingehen, na klar. So, Volt. Eventuell zum Opfern wieder, war? Kann ja so eine Ruhe gebrauchen. So. Super Tränke. Reicht perfekt. Nicht ganz. Wieder nicht ganz. Meine Stimme versagt. Fast komplett. So, auch kein Trank mehr. Hilfe! Dann noch ein bisschen Sprudel. So. Was hier noch? Achso, Toxin. Hatte ich ja auch schon. Stromstoß. Eigentlich eine Option, war zumindest aktuell. Er wollte, wie gesagt, einen höheren Angriff. Und vielleicht brauche ich es mal noch. Fragezeichen. So. Sehr gut. Auch schräg, war Kehrtwende. Kann er nicht erlernen, obwohl er ein Käfer ist und ja, das sind so Dinge, die man sich fragt. Ich brauche aber ursprünglich mal Quatschut zu gehen. Ich erinnere mich, Gift-Typ. Nee. Kreuzschör, das kannst du da lernen, wa? Wie erwähnt, falls es nötig sein sollte. Fliegen. Wieso kann Kalpur eigentlich nicht fliegen? Klar, es ist kein Flug-Pokémon mehr, aber ja, doch, eigentlich war es mal eins. Egal. Registriert es eigentlich so, dass die meisten Gegner schon Attacken bei sich haben, war? Flücker. Stimmt, wenn ich keins trage, wa? Ich könnte natürlich den Z-Move von mir wegnehmen, um es mal zu testen. Rein theoretisch. Ich meine, haben wir auch schon oft genug gesehen und ja, cool ist natürlich schon, gar kein Thema. Vielleicht ist die Strategie sogar nicht mal verkehrt. Also, Quatschutsu, wir wissen's. Strategie. Oh. Das ist die falsche Strategie.
Wenn wir es gegen Samantha zocken, dann gucke ich gerade wegen den Items nach, was irgendwie zum... Naja. Jetzt wissen wir, was hier bringen würde. Wenn es angegeben werden kann, es erhöht die Volltrefferquote. Ich würde gerne mal Kachutsu geben, da es ja ohnehin noch Nachthieb hat mit höherer Volltrefferquote. Und, oh, vielleicht bringt sie was. Karte, Expertengroup vielleicht noch. Wäre ja etwas für Eisbrecher, weil er doch relativ viele unterschiedliche Attacken hat. Da kommt Typ Käfer. Oh. Sonst habe ich noch relativ wenig gute Attacken, wa? Scheiße. Also Attacken, nee, natürlich Items. Eisen ist, also ich jetzt noch ein bisschen doof finde, ist, dass man jetzt nicht direkt sieht, wie die Werte der Pokémon sind, wa? Weil generell wird jetzt auch ganz cool, das zu sehen. Aber egal, ich kann Plus geben für Kaipora. Aber hat Salamander noch ein bisschen wenig. So, bin da gut vorbereitet, hab keine Ahnung. Wir schauen mal, wa? Ich habe sonst hier alles abgekundschafft. Es dürfte hier nichts mehr geben. Fragezeichen, ne? Große Fragezeichen. Aber ich glaube, tagsüber wäre hier noch, ja, ihr wisst schon, eine Zygarzelle. Egal. Gut, Freunde, kurz speichern, dann geht's los mit unserem Team. 5 sind cool, 1 weniger, wobei Idefix natürlich ein bisschen eine Glaskanone ist. Einmal getroffen, zack, bis er down. Doch verlängern sich dann Ersatz und so. Ich hätte hier einen noch in Aussicht, der ähnlich wie Sensei ist, aber, also sprich Kommandutan, aber... Oh ja, aber noch einer. Aber trotzdem ein bisschen mehr aushält, hä? Also quasi einfach auch defensiv und so, mehr KP hat. Aber trotzdem eher speziell. So, er hat eigentlich schon relativ viele spezielle, wa? Ja gut, Quatschutz ist ja mixed. Physisch, speziell. Ja, eigentlich auch physisch oder gemixt. Ne, physisch momentan noch. Energieball wäre mal geil. Wenn man Themen Energieball finden würde. Wohl wir nachher auch speziell. Fix nachher noch. Ja, müssen wir schauen. So, auf geht's. Oh. Oh, Michael, die habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Hä? Ich kann es kaum glauben. Du bist gekommen, uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also? Ein talentierter Trainer wie Michael gibt es von jemandem wie dir ab? Das ist mehr als enttäuschend. Was? Ich werde Cosmo retten. Auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn, das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lily. Gibt es eigentlich irgendetwas, das du kannst? Alter, wenn man einfach die Tochter voll disst. Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Das zeigt den Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich versuch's mal zu entwählen. Oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist das Sinn für das Schöne. Aber egal, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Du bist hier, als darfst du auch zusehen, wie ich meine wunderschönen Ultrabesten herbeirufe. Ich bitte dich, Mutter, du darfst Cosmic nicht für die Ultrabesten aufopfern. Das sage ich nicht, weil ich egoistisch bin. Wenn du Cosmic benutzt, um mein Ultrapfeil zu öffnen, wird es sterben. Ja, das ist gut möglich. Schließlich werde ich es gewaltsam dazu bringen, seine Kraft einzusetzen. Wärst du mir eine richtige Tochter gewesen, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Vielleicht aber auch nicht. Sie ist abgrundtief böse. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Michael. Ich fürchte, dass du dich schon wieder um Hilfe bitten musst. Ich flehe dich an. Bitte, du musst Völkchen retten. Schnell, wir müssen weiter folgen. Sie sind in diesem Dings da verschwunden. Das ist ein Teleporter, Roto.
kann nur so zu seiner Tochter sein? Das heißt, Gladio ist ihr Sohn? Ach du Scheiße. Wo sind wir hier? Na los, komm schon her zu mir. Samantha macht mir Angst. Mir schlotten richtig die Schaltkreise. Deswegen muss ich kurz den Paar beenden, um meine Schaltkreise beim ganzen System zu überprüfen. Vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Hey Roto, das kannst du nicht machen. Nein, Roto, nicht Roto!